Bike Biber, volle Gläser und krumme Geschäfte. Wer fährt so schnell durchs Doppeltrap? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamme und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das denn noch mehr sein? Sonst der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. Bring uns grad noch 2. Kommt sofort, Töff! Also, wo bin ich stehen geblieben? Ja, mit TÜV. Seitdem ich am Cash seine super Maschine abgeben musste, komme ich mit meinem alten Occasionsklapf nicht mehr zurecht. Alles lödelt. Der Vorderpneu verliert sogar Luft und das Rücklicht funktioniert seit Jahren schon nicht mehr. So ein Problem kennst du ja, Sager. Ja. Und das alles flicken, das kostet ein Vermögen. Ein Vermögen? Sie nehmen es von den Lebenden. Von den Lebenden. Töff, fahr doch Velo. Das kostet nicht so viel. Und machst auch noch etwas für deine Gesundheit. Velofahren? Ich? Ich bin doch der TÜV-Hauser und nicht der Velostrampli. Wenn du nicht so streng treten, dann kannst du auch ein E-Bike kaufen. Du kannst einfach daheim einstecken, statt mit Benzin zu füllen. Das ist viel besser für die Umwelt. Und auf der Straße hilft der Elektromotor dann beim Trampen. Also das mit dem Motor tönt ja schon nicht schlecht. Aber ich brauche PS unter dem Füdle, dass es richtig klottert und tönt. Sonst ist es nichts für einen Hauser. Andererseits, so ein E-Bike ist ja auch nicht billig. So ein richtiges E-Mountainbike kann gut und gern 5000 Stutz kosten. Oder auch noch mehr. 5 Höger? Da kann ja der Klopf 2-mal flicken. Ja, 2-mal. Ja, Töff, dann musst du halt sparen. Nimmst du jetzt noch eins? Ich nehm schon noch eins, aber hab keinen roten Rappen mehr im Sack. Ich auch nicht. Macht ja nichts, ihr zwei. Die letzte Runde geht auf mich. Während der Töff und sein Kumpel der Jan in der Linde noch eins trinken, sitzen der Bike und seine Gespendli beim Mike daheim. Weil es draussen kuttet und hudelt, haben sich die 5 für einen gemütlichen Nachmittag mit Brettspielen getroffen. 1, 2, 3, 4, 5. Gewonnen! Du gewinnst jedes Mal. Jetzt hast du schon 3-mal gewonnen. Du bescheissest doch. Gegen so einen schlechten Gegner muss ich gar nicht beschissen. Ja. Hey. Was meint ihr? Machen wir noch eine Runde? Oh nein, ich habe genug für heute. Wenn wir etwas anderes spielen? Ja, ist gut. Aber was? Ich hätte sonst noch ein mega lässiges Video zum zeigen. Das ist so lustig. Aber ich muss zuerst noch den Papi fragen. Papi! So, Kinder, habt ihr es gut? Wollt noch jemand ein bisschen Rhabarbersaft oder ein Knäckebrot? Nein, danke, Herr Sutter. Ich habe noch genug von den Reiswaffeln. Nein, Kinder. Also der Herr Sutter bin nicht ich. Das war mein Vater. Mir könnt ihr einfach Flip sagen. Hey, also gut? Flip! Papi, können wir ein bisschen ans Tablet? Ja, von mir aus. Aber einfach nur eine halbe Stunde. Sonst habt ihr dann viereckige Augen. Ja, ist gut, Papi. Jetzt hebt euch fest. Das Video müsst ihr gesehen haben. Ich habe mir einen Schranz in den Bauch gelacht. Oh, jetzt kommt zuerst wieder so eine blöde Werbung. Hä, was ist denn das? Mach ein bisschen lauter, Mike. In einer Welt, in der das Böse regiert, gibt es nur einen, der uns alle retten kann. Und das ist Thunder Wheels. Wow!
Jetzt gibt's einen richtigen Fender-Wheels-Film. Er ist einfach der Coolste. Mit der Macht seines Donnerrads schlägt er alle seine Feinde in die Flucht. Action, Spannung und jede Menge Speed. Thunder Wheels, der Film. Nur jetzt im Kino. Das ist so cool. Ich habe so Das ist so cool. Den müssen wir einfach schauen. Aber er sieht schon auch ein bisschen gefürchtig aus. Du musst keine Angst haben. Ich habe alle Comics gelesen. Am Schluss gewinnt immer der Thunder Wheels. Schaut, am Samstag läuft er im Kino Waldhof. Sind ihr auch dabei? Ja, sicher. Oh, was höre ich da? Ins Kino weiter? Hey, wie sagen euch, früher da bin ich mit meinen Kumpels stundenlang im Kino gehockt und habe einen Western nach dem anderen geschaut. Einen nach dem anderen. Aber also, habt ihr denn genug Geld für das Billett? Ja, also ich habe eigentlich gedacht, du gibst mir noch ein bisschen. Ich habe ja gestern extra noch das Zimmer aufgeräumt. Ja, das stimmt schon. Aber diesen Monat hast du dein Sackgeld halt gleich schon bekommen. Ach Mann, ich habe schon alles verkrömelt. Ja, mein neuer Hockeystock war auch nicht gerade günstig. Und ich spare gerade für ein neues Velolüti. Wisst ihr das Regenbogenfarbige? Ja, und ich habe erst gerade Ja, du, jetzt müsst ihr euch halt etwas einfallen, wenn ihr euren Thunderwille schauen wollt. Wir könnten ja den Leuten ihren Rasen mähen. Nein, das muss ich daheim schon immer. Das ist mir zu streng. Ja, was denn sonst? Komm, wir machen einen Verkaufsstand. Oh ja, das finde ich jetzt aber eine fantastische Idee, Franzi. Aber was wollen wir denn verkaufen? Algenbrötli? Weh! Algen! Wie wär's mit Kristall? Ich weiss ja nicht, ob das ist, was die Leute wollen. Morgen sollte doch die Sonne wieder vorkommen. Und es wird wieder richtig heiß. Dann könnten wir doch etwas zum Trinken verkaufen. Eistee! Ja, Das finde ich auch einen super Plan. Das ist wirklich sehr eine gute Idee. Wir haben früher auch Eistee verkauft, aber das meiste haben wir ehrlich gesagt gerne selber getrunken. Aber wie machen wir das am besten? Da habe ich einen guten Tipp. Am besten ist es, wenn ihr die Aufgaben aufteilt. 2, 3 gehen einkaufen und den Eistee vorbereiten. Und die anderen die können ja den Verkaufsstand schon aufstellen. Wichtig ist aber, dass ihr natürlich ein Kessel habt, damit ihr Retourgeld geben könnt. Genau so machen wir's. Also, ich tue den Verkaufsstand aufstellen. Franzi Wels könnte direkt posten. Und Mike, hast du noch ein Kessel? Und dann müssen wir noch schauen, dass wir sicher alles beieinander haben. So eine glatte Sache. Damit die Kinder zusammen ins Kino können, der Thunder Wheels schauen, legen sie sich mächtig ins Zeug. Sie besprechen noch, wer was macht, damit es mit dem Verkaufsstand auch klappt. Aber nicht nur Kinder sind knapp bei Kasse. Gottfried Stutz, wir brauchen Geld, aber wir haben kein. Ja, woher nehmen wir jetzt das Geld? Lass mich überlegen. Kannst du noch bei mir in der Bar aushelfen? Wir brauchen noch jemanden zum Gläser waschen. Ich komme hier nicht zum mein Feierabend geniessen und nicht zum Gläser putzen. Ja, Töff, wer nicht will, hat keinen. Hey Bro, ich habe gehört, du willst easy Geld verdienen. Ja, wieso? Jetzt musst du hören, Bro. Ich kenne einen, der hat mir erzählt, dass sein Bro easy abgesahnet hat, weil er ein Rubellösli im Kiosk gekauft hat, 2 Stutz gezahlt und 100'000 heimgenommen. 100'000? Das ist ja ein Vermögen. Guter Tipp. Merci, gell? Alles bene, Bro. Also sagen, trink aus, wir gehen an den Kiosk. Ja, ist gut, Töff. Hey Töff, warte! Hast du vergessen zu zahlen? Aber das hat der Töff schon nicht mehr gehört. Er hat nur eins im Kopf.
Schnell viel Geld verdienen, ohne etwas dafür zu machen. Ob das gut kommt? Auch der Bike und seine Freunde wollen Geld verdienen. Aber sie versuchen es auf eine andere Art. Sie sind schon voll dran, ihren Verkaufsstand aufzustellen und man muss sagen, der sieht gar nicht einmal so schlecht aus. Auf dem grossen Platz, direkt neben dem Dorfbrunnen, haben sie ihn aufgestellt. Sie haben aus alten Brettern einen Holztisch zusammengenagelt und ihn dann farbig angemalt. So fällt er von weitem auf. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Mike, kannst du mir echt kurz helfen, das Schild aufhängen? Ja, komm grad. Wels, wo hat's noch mehr Eiswürfel? Ich hab's doch gerade noch hier gehabt. Warte, da sind's, in der Kühlbox. Darf ich mal einen Schluck probieren? Schmeckt mega fein. Vielleicht noch ein bisschen mehr Zucker und ein Schuss Zitronensaft. Oh ja, jetzt ist es wirklich perfekt. Die richtige Mischung. So erfrischend. Also, das Rezept von deiner Tante ist wirklich super. Gell? Ich muss auch gerade einen Schluck davon probieren. So gut. Genau wie bei meiner Tante. Hanna, Wels, Mike, kommt. Das müsst ihr probieren. Also, an diesem Eistee ist wirklich nichts auszusetzen. Jetzt müssen wir nur auf die Kundschaft warten. Das perfekte Getränk für so einen heißen Sommertag. Es ist vor allem die Mischung von frischen Zitronen, Limetten und Orangen, die zusammen mit den Eiswürfeln und den Pfefferminzblättern für ein wunderbares Aroma sorgen. Oh ja, der Eistee sieht wirklich erfrischend aus. Zur gleichen Zeit steht der Töff Hauser mit seinem Kollegen im Kiosk zwischen Heftli, Chips und Kaugummi und rubbelt an einem Lösli herum. Schon wieder ein Niete. Und dabei hat es am Anfang so gut ausgesehen. Ja, am Anfang haben wir gerade 20 Franken gewonnen. Muss man ja nicht gerade unter die Nase reiben. So, eins los habe ich noch. Und das wird der Hauptgewinn. 1 Stern. 2 Sterne. Ein Pilz. Wieder nichts gewonnen. Jetzt habe ich erst recht kein Geld mehr. Wie gewonnen, so zerrunnen. Was machen wir jetzt? Ohne Geld kann ich den Töff nicht flicken. Ja, Töff, hast du jetzt noch ein Lösli kaufen oder nicht? Ja, well, schon. Aber mein Portemonnaie ist leer. Ich habe für das letzte Lösli sogar meinen Notfall 5 Lieber aus dem Stiefel gezogen. Jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr. Das ist schon ein paar blöd, Töff. Aber wenn du Geld brauchst, hat er einen guten Tipp. Mein Schwieger hat mir erzählt, dass er letztes Jahr seine alten Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen wollte. Und darunter haben sich wahre Schätze versteckt. Ein Sammler hat ihm gang 100 Franken für alte Vasen gegeben. Er hat mit seinen alten Sachen noch ein richtig gutes Geschäft gemacht. Eine alte Vase? 100 Franken? So Krümpel habe ich mehr als genug daheim. Komm, Sager, jetzt wird Geld verdient. Ja, also gut. Der Töff lässt keine Chance aus, um schnell das Geld zu verdienen und geht schnurstracks in sein Töff-Lokal. In einem Abstellräumchen voller Spinnennetz lagert er allerlei alte Krempel auf klapprigen Holzgestell. Das meiste sieht verbühlt und rostig aus, aber er wittert schon das grosse Geld. Schau da, Sager. Der Vergaser hat
mein Vater im 81 an einem Rennauto ausgebaut. Der ist locker noch 200 Franken wert. Oh, schau dort hinten, sind noch 2 Lastwagenfelgen. Die haben kaum gerostet in diesen Jahren. Was ist mit dieser Fahne hier? Die ist vom TÜV-Rennen Hinterwald im 2008. Und schau da, der Hugo Hugentobler hat sie selber unterschrieben. Wer? Der Hugo Hugentobler, denk! Er hat damals den 4. Platz erreicht. Ihn kennt jeder. Ob das wirklich so Schätze sind, wie der TÜV meint? Auf jeden Fall füllen die beiden einen ganzen Anhänger mit TÜV-Heftchen, rostigen Lenkstangen und Nummernschilder aus längst vergangenen Zeiten. Quack, danke, junger Mann. Gern geschehen, Frau Frosch. Und lassen Sie sich's schmücken? Sie wirkt ganz zufrieden mit unserem Eistee. Bis jetzt haben wir, glaube ich, alle gern gehabt. Gell, Franzi? Ich glaube schon, aber es sind halt gleich erst 5 Leute etwas kaufen. Ciao zusammen, Kinder. Ja, jetzt bin ich gerade in der Nähe und habe heute ein bisschen Yoga gemacht. Und habe gedacht, ein Dürstchen wäre rum und ein Glas Eistee, das würde jetzt gut tun. Darum lohnt ich gerne gerade eins. Und wie läuft das Geschäft? Ja, also, es könnte schon noch ein bisschen besser sein. Also, eigentlich haben wir schon gehofft, dass noch ein bisschen mehr Leute kommen, die Lust auf Eistee haben. Also an eurem Eistee, an dem liegt sicher nicht. Der ist wirklich der Hit. Also so etwas Feines habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Ich glaube, ihr müsst einfach noch ein bisschen Geduld haben. Wenn sich das herumspricht, dass ihr so einen feinen Eistee verkauft, dann könnt ihr schauen, dann kommen die Leute plötzlich ganz von selber. Ja, wenn du meinst, Flip. Vielleicht kommen sie ja noch. So ist es recht, kleiner Flossenmann. Keep cool und stay positiv. Also, tschüss, Kinder. Ich muss wieder zurück in den Veloladen. Gute Geschäfte. Tschüss, Papi. Tschüss. Also, Sager, keine Zeit verlieren. Du tust hier schon mal alles zum Verkaufen vorbereiten und ich schaue einfach, dass du es richtig machst. Ja, ist gut, TÜV. Hoi TÜV, was macht denn ihr hier? Ich mache dann hier meinen Verkaufsstand, weil... Hey, Moment mal. Haben die kleinen Plagegeister etwa meine Idee geklaut? Das ist ja gar nicht möglich, TÜV. Wir sind schließlich schon seit heute Morgen hier. Das glaube ich weniger. Aber müsst ihr nicht neidisch sein, wenn alle Leute zu mir kommen. Was verkaufen ihr überhaupt? Wir verkaufen Eistee. Selbst gemacht. Nach dem Rezept von der Franzi ihrer Tante. Wollt ihr ein bisschen probieren? Ihr seht aus, als könntet ihr eine Erfrischung brauchen. Das kannst du nicht trinken. So, lasst uns in Ruhe. Wir müssen Geld verdienen. TÜV, was meinst du, wenn wir unseren Stand gerade hier neben der Bushaltestelle aufbauen? Aufbauen? Der Stand? Das kostet nur Zeit. Und Zeit ist Geld. Wir verkaufen Tank direkt vom Anhänger. Also los, stell den Anhänger hier hin und den Klopf kannst du gerade neben der Post parkieren. Ist gut, Chef. TÜV. Wenig später kommt ein Grüppli Touristen aus einem Car direkt auf den Dorfplatz zu laufen. Sie machen Fotos und sehen auch recht durstig aus. Fast alle aus dem Grüppli kaufen einen und sind sichtlich begeistert. Ja, moin. Ich muss sagen, das ist sehr lecker Eistee, den ihr gemacht habt. Hey,
Was wollen Sie denn da innen bei den Gofen? Kommen Sie übern und schauen Sie meine tollen Sachen an. Ah, okay. Lieber nicht. Aber danke für das Angebot. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Die hat einfach keine Ahnung, Sager. Der Nächste kauft sicher etwas. Musst nur schauen. Hey, Sie dort! Kommen Sie schauen? Ja. Was gibt's hier? Alles, was das Herz begehrt. So. Haben Sie auch Lenkstangen für ein E-Bike? Was? Lenkstangen für ein E-Bike? So etwas verkaufe ich sicher nicht. Aber wir haben wunderbare TÜV-Lenkstangen. Also meinen Sie die rostigen da? Was rostig? Das ist doch nur ein bisschen Stau. Die sind noch tipptopp. Nein, da lieber nicht. Ich würde jetzt lieber etwas trinken, wenn es so heiß ist. Schau, Papi, das ist einer verkauft Eistee. Das ist eine glatte Sache. Da holen wir uns doch gerade ein Glas. Yay! Jetzt bin ich schon über eine halbe Stunde in dieser Hitze am Stehen und habe noch keinen Franken verdient. Es hätte keinen Wert. Sager, wir brechen den Stand ab. Also, ja, ist gut. Machen wir. Der TÜV ist nicht bekannt für seine Ausdauer. So schnell, wenn er gekommen ist, so schnell packt er seinen Stand auch wieder zusammen. Er setzt sich auf den Beifahrersitz von Jan seiner alten Karre und lässt sich heimchauffieren. Ja, das war jetzt wieder eine super Idee von dir, Sager. Klar hätte das nicht geklappt. Schau dort! Der Flip Suter mit seinem Velogeschäft. Ein E-Bike nach dem anderen. Und das Einzige, was die Leute wollen, sind E-Bike-Sachen. Und diese der Linde hat doch gesagt, die seien so teuer. Warte mal, Sager! Ich habe eine Idee! Lass mich raus! Du kannst einfach das Auto parkieren und meine Schätze versorgen. Hey, herzlich willkommen in meinem Veloladen. Moment jetzt. Bist du nicht der TÜV Hauser? Ich habe dich doch letztes Mal noch am Bahnhof gesehen. Ich bin der Flip, das freut mich, dich lernen zu kennen. Ja, hallo, ja. Ja, genau, der TÜV, das bin ich. Ja, cool, ey. Und jetzt, wie kann ich dir weiterhelfen? Also, mein wunderschöner TÜV ist kaputt gegangen. Und ich bräuchte jetzt ein neues Gefährt mit Rädern, dass ich nicht immer laufen muss. Ja, dann bist du etwa da bei mir genau am richtigen Ort gelandet, TÜV. Komm, ich zeig dir einfach mal den Laden. Und wenn du wartest, kann dir oben auch noch heute die Werkstatt zeigen, wenn es dich Wunder nimmt. Also gut. Also, schau hier. Hier haben wir Mountainbikes. Dort hinten siehst du Citybikes. Und hier haben wir die E-Bikes. Moment mal. Das kostet ja 7000 Franken. Das kann sich doch niemand leisten. Sind die alle so teuer? Nein, TÜV. Das ist jetzt auch unser Profimodell. Das ist wirklich das teuerste. Aber wir haben schon noch andere, die ein bisschen günstiger sind als das. Aha. Ja. Und welche Zeit schliessest du denn das Geschäft? Wir haben die ganze Woche vom 9 bis um 6:30 offen. Ausser dem Donnerstag, dort haben wir sogar bis um 8 offen. Ah ja. Also abgeschlossen und mit Überwachungskameras gesichert. Nein, so neumodisches Zeug brauchen wir im Fall da nicht. Wir vertrauen den Leuten im Dorf. Es ist bis jetzt noch nie etwas weggekommen.
So. Keine Überwachungskameras. Und wie ist es mit der Alarmanlage? Alarmanlage? Nein, das haben wir auch nicht. Aber warum interessierst du dich so sehr für die Sicherheit von unserem Laden? Bist du nicht eigentlich wegen einem Bike vorbeigekommen? Mal. Genau, aber ich muss mir jetzt das noch mal in aller Ruhe überlegen. Das sind schon ein bisschen gespässige Fragen, die der TÜV am Flip gestellt hat. Aber der gutmütige Ladenbesitzer macht sich keine weiteren Gedanken dabei und widmet sich anderen Kunden in seinem Bike-Shop. Ich nehme gerade 2 grosse, für mich und meine Freundin. Ja, ist gut. 3 Franken bitte. Merci und zum Wohl. Wow, jetzt läuft's aber richtig gut bei uns. Ja, und die Kasse fühlt sich immer mehr. Wenn es so weitergeht, können wir schon gleich ins Kino den Fönderwils schauen. Jetzt läuft der Laden der Kinder fast von allein. Es hat sich im Dorf voll umgesprochen, dass es auf dem Dorfplatz neben dem Brunnen feine, kalte Erfrischungsgetränke gibt. Aber es läuft nicht allen so gut. Der TÜV Hauser hat immer noch kein Geld. Doch so wie es tönt, hat der Rüpel schon einen neuen Plan aus, um ans Geld zu kommen. Was ist jetzt dein genialer Plan, TÜV? Los jetzt. Der Suter hat E-Bikes im Wert von Tausenden von Franken in seinem Laden. Und der alte Hippie hat nicht einmal eine Alarmanlage. Und die Kameras auch nicht. Es gefunden, nichts fressen. Also, willst du jetzt dir stellen? Ja, so stellen würde ich jetzt nicht sagen. Wir lehnen es einfach aus und geben es nachher nicht zurück. Ich hätte gern 5 grosse Eistee für mich und meine Kumpel. Sind schliesslich ewig angestanden. Ja, kommt sofort. Mike, Nummer 5. 1, 2, 3. Wir brauchen noch 2. Es langt aber nur noch für einen. Wir haben keine Eiswürfel mehr. Oh, und ich habe gerade die letzte Zitrone geschnitten. Ah, was machen wir jetzt? Es langt nicht mehr für mehr Bestellungen. Ich glaube, es hat keinen Wert mehr. Wir müssen den Laden zutun. Du hast recht. Liebe Leute, wir haben leider keine Zutaten mehr für einen Eistee. Wir können Ihnen darum nichts mehr verkaufen. Frechheit. Jetzt sind wir da 3 Stunden angestanden. Dabei haben wir noch das Programm. Das habe ich also auch noch nie erlebt. Absolute Das Frechheit. gibt's ja nicht. Oh. Die sind aber schön enttäuscht. Ja, da können wir jetzt auch nichts daran ändern. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel Eistee verkaufen. Es hat nur noch so klimpert in der Kasse. Haben wir echt genug fürs Kino? Ich zähle gerade mal das Geld. Wenn meine Berechnungen stimmen, fehlen jetzt mit allen Ausgaben für Zutaten noch je 10 Franken pro Nase. Also genau eine 50er-Note insgesamt. Ach Mann! Das ist schade. Aber wir können jetzt nichts machen. Ich muss jetzt heim zu Nacht essen. Hast recht, es ist schon spät. Ja, ich muss jetzt auch los. Trotz ihrem grossen Aufwand, um so einen feinen Tee zu machen, hat es nicht ganz gelangt. Für ihren Kinofilm müssen sie sich noch gedulden. Es ist schon finstere Nacht und überall im Dorf werden nach und nach die Lichter gelöscht. Aber es sind noch nicht alle am Schlafen. Beim Velogeschäft Bike Sutter tut sich auch noch um die Spätstunden etwas.
Also Sager, komm hinterher. Bei der Werkstatt hat es einen Hintereingang. Den habe ich letztens gesehen, als ich beim Suter im Laden gestanden bin. Pass doch auf! Also, los jetzt. Mit dem Brecheisen brich ich die Türe in 0, nichts auf. Wart, Döff. Vielleicht musst du es mal so... Ich weiss dann schon wie! Oh. Ja, wenn schon, kann ich jetzt mit dem Arm durchs kaputte Fenster und die Türfalle abdrücken. Hoppla. Also, dort sind die teuren E-Bikes. Die holen wir uns, Sager. Jetzt sind wir reich! Am nächsten Morgen sind der Mike und sein Vater, der Flip, auf dem Weg ins Velogeschäft. Natürlich auf dem Bike. Hey, merci Sohnemann, dass du mir helfen im Laden. Ich bin wirklich froh. In diesen Sommertagen ist einfach wirklich extrem viel los. Schon gut, Papi. Ich komme immer gerne mit ins Velogeschäft. Oh nein, schau mal, da ist irgendetwas gar nicht gut im Laden. Hast du gesehen, im Schaufenster ist ein Kindervelo umgekehrt. Das kann nicht passieren eigentlich. Da ist doch sicher nichts Schlimmes passiert. Hey, nein, schau mal, es war alles zu grob. Sakrament nochmal, alle E-Bikes weg. Gott, vertell ich noch einmal. Das gibt's ja nicht. Schau, Papi, dort ist eine Scheibe eingeschlagen. Ja, Tatsache, da ist jemand böswillig eingebrochen und hat uns bestohlen. Du musst keine Angst haben. Meine Freundin und ich, wir gehen dem auf die Spur. Aufgeschlossen. Und dann haben der Papi und ich gesehen, dass alle E-Bikes gestohlen worden sind. Was? Alle? Das ist ja unglaublich. Sag ich ja. Und so etwas in unserem Dorf. Die Räuber finden wir. Oh, mir ist das gar nicht gehör. Aber wir müssen Wels. Der Mike ist unser Freund. Und wenn ein Freund in der Patsche ist, dann tun wir ihm helfen. Aber wäre das nicht die Aufgabe der Polizei? Also ich hätte schon eine Idee, wer das hätte gewesen sein. So haben sich die Kinder ihre Sommerferien sicher nicht vorgestellt. Lieber würden sie in einem Bergsee baden oder auf dem Trail biken. Aber wenn ein Freund ihre Hilfe braucht, sind sie für ihn da. In so einem Fall ist es sicher nicht falsch, wenn sie als erstes zum Lokal vom TÜV Hausen radeln. Ich weiss ja nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir einfach auf dem TÜV sein Grundstück rumschnüffeln. Ja, du hast ja schon recht. Aber in dem Fall müssen wir unseren Mut zusammennehmen. Ich schaue mal da durchs Fenster. Oh, aber man sieht nicht gerade viel. Es ist mega dreckig. Mal, dort sind die Bikes. Lass mich auch mal anschauen, Hanna. Tatsache! Dort sind's! Komm schauen, Bike! Hey, was ist da los? Ist da jemand? Schnell weg! Puh, das war ganz knapp. Der Bike und seine Freunde haben gerade noch mal davon mögen. Aber noch viel wichtiger, sie wissen, wer der Velodieb war. Und das Wissen teilen sie sofort mit dem Polizist auf der Mauer und führen ihn zum TÜV-Lokal. Da, Herr Polizist, jetzt können Sie nur noch durch das kleine Fenster dort schauen und dann sehen Sie, dass der TÜV und sein Freund alle E-Bags vom Flip gestohlen haben. Mhm. Also, Kinder, ich sehe hier keinerlei Indizien.
dass irgendein entwendetes Fahrzeug zwischengelagert worden wäre. Nur Staub, Dreck und Abfall. Aber keine Velos. Aber von einer Stunde sind sie gerade noch hier gewesen. Das mag sein, Bike. Aber ohne Beweis kann ich hier gar nichts machen. Aber... Nichts, aber ich muss mich auf Fakten stützen. Und wenn die nicht vorhanden sind, sind mir die Hände gebunden. Sager, die nächste Runde geht auf mich. Zum Glück können wir die E-Bike in dein Räumchen verschieben. Irgendjemand ist uns auf der Spur. Aber bis die uns finden, haben wir die Bikes schon lange verkauft. Ja, schon lange. Und ich habe ja noch überall im Dorf Plakate aufgehängt. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ein Telefon bekommen von jemandem, der uns die Bikes abkauft. Sehr gut gemacht, Sager. Sehr gut. Gleich sind wir reich. Tatsache. Nur 3 Stunden später läutet am TÜV Hauser sein Telefon. Es ist eine unbekannte Person, die an diesen E-Bikes mehr als interessiert ist. Guten Abend, Herr Hauser. Ich bin sehr interessiert an den E-Bikes. Aha, sehr gut. Wollen Sie gerade alle? Ja, alle. Sehr gut. In dem Fall gebe ich Ihnen um Mengenrabatt. 20 Franken günstiger. Und wo soll ich die Prachtstücke anbringen? Am besten beim Chemiberg. Wissen Sie, dort, wo die Leute immer klettern gehen? Chemiberg? Ja, das können wir machen. Also, um welche Zeit? 7 Uhr am Abend. Heute. Perfekt. Und wie finde ich Sie dort? Ich habe ein dunkelgrünes T-Shirt an und dunkelblaue Hosen und braune Schuhe. Wahrscheinlich bin ich dann gerade am Klettern. Ja, also gut. Jetzt brauche ich nur noch Ihren Namen. Mein Name? Ja, Fels Vargo. Alles klar, Herr Vargo. Dann bis dann. Ja, bis dann. Das war schon ein bisschen speziell. Es vergeht kein Tag, da läutet am TÜV sein Telefon und jemand möchte alle E-Bikes auf einmal kaufen. Und die Stimme, die ist mir irgendwoher bekannt gewesen. Ein paar Stunden später wartet der TÜV mit dem Anhänger beim vereinbarten Treffpunkt. Hintendrein hat er alle E-Bikes mit einer Blache abdeckt. So, Sager, da sind wir. Genau wie abgemacht mit dem Herr Vargo. Schau, dort vorne an dieser Wand, dort klettert einer, der genau so angelegt ist wie beschrieben. Freiwillig so eine Wand hochklettern. Lieber er als ich. Komm, Sager, dem rufen wir jetzt. Es hat geklappt, Wels. Dort ist der Hauser mit seinem Kollegen. Und auf dem Anhänger sind sicher alle E-Bikes versteckt. Ja, es sieht so aus. Und jetzt laufen sie direkt auf einen Polizist auf der Mauer zu. Ja, schnell! Gehen wir die Blache vom Anhänger abdecken. Hey, Sie dort oben! Sie dort oben! Haben Sie E-Bikes kaufen? E-Bikes? Sie verwechseln mich, glaub. Ein Moment.
Hä? Herr Hauser? Was machen denn Sie da? Ich? Ja, also gar nichts. Ich habe Sie verwechselt. Herr Polizist, hier sind die E-Bikes. Ja, hey, noch einmal. Was sehe ich denn da? Ja, also, das könnte natürlich jeder ein paar Bikes. Herr Hauser, das sind aber nicht etwa die gestohlenen Elektrovelos vom Flip Suiters im Velogeschäft. Nein, Herr Polizist, die habe ich ganz ehrlich gekauft. Und zwar von meinem Kollegen. Das schaue ich mir jetzt einmal genauer an. Machen Sie nur, Herr Polizist. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, also auf den ersten Blick sehe ich jetzt noch keinen Beweis, dass die Velos gestohlen sein sollten. Schauen Sie da, Herr Polizist! Was meinst du, Bike? Der Kleber! Da steht ganz klar Bike Suiter Velogeschäft. Tatsache! Das sind E-Bikes vom Flip Suiters im Laden. Ja, also, der Kleber weiss natürlich auch, wer der ist. Die E-Bikes, ich meine nicht. Und so ist dem Töff Hauser wieder einmal ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Nie hätte er damit gerechnet, dass sich Kinder würden als einen Erwachsenen ausgeben und ihn direkt zum Polizist auf der Mauer führen. Am Töff sein Plan ist einmal mehr ordentlich in die Hose. Ah, Kinder, das freut mich jetzt also, seid ihr noch vorbeikommen. Weg bin ich stolz auf euch. Ihr habt den Töff Hauser überführt und all meine E-Bikes zurückgebracht. Wie kann ich mich bei euch nur bedanken? Ja, Papi, eigentlich würden wir ja mega gerne den Fenderwheels schauen im Kino. Yes, klaro, Kids, das habe ich ja ganz vergessen. Da hier habt ihr Kohle für euren Film. Und das, was ihr verdient habt mit eurem Eistee-Stang, könnt ihr für Snacks und Glasse in der Pause brauchen. Yay! Thunderwheels, du dachtest wohl, du kannst mir mit deinem Donner das Handwerk legen. Tja, tut mir leid, Gummimann. So schnell kommst du mir nicht davon. Das war nicht mein Donner. Hä? Das ist mein Donner. Hey, was für ein guter Film! Also, wenn es nach mir geht, könnten wir jede Woche so einen Fall lösen.